Habe die liebe Leute, da ist wieder euer Mr. Ripper und ihr seid mittendrin im vierten Auf geht's spielen wir. Heute wieder mit Sniper Elite 3, aber oh Wunder, nicht in einer Kampagnenmission, sondern im Multiplayer-Modus. Warum der Multiplayer-Modus? Und zwar folgendes, ich habe mir die ganzen Missionen mal angeschaut. Sind sehr schön zum Spielen, schön weitläufig, aber einziges Manko an der ganzen Geschichte, du schaffst die Missionen nicht unter einer halben Stunde. Jetzt will ich euch natürlich nicht damit langweilen und ständig ein Video machen, das eine halbe Stunde dauert, sondern ich will das ganze Format aufgeht spielen, will ich eigentlich recht, wie soll ich sagen, kurz und knackig halten. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich euch da jetzt die Missionen zeige, nehme ich einfach den Multiplayer-Modus, der sehr viel Spaß macht, und zeige euch da eine kleine Session. Ich habe heute übrigens auch auf meinen Kanal mal drauf geschaut, da sind über 200 Leute schon drauf gewesen, also das hätte ich mir, wie ich das Format gestartet habe, nie gedacht und muss sagen, ich freue mich da riesig drüber. Ich sage mal so, 200 Leute, die sich Videos auf Borisch anschauen, das musst du erstmal zusammenkriegen, das ist, denke ich mal, schon ordentlich. Und ja, ich habe auch gemerkt, da sind nicht nur Bayern dabei, die das schauen, sondern auch Leute aus anderen Ländern und auch Bundesländer. Und das freut mich natürlich umso mehr, wenn auch andere Leute das anschauen können, was ich da so verzapfe. Ja, die meisten werden wahrscheinlich Bayern sein und ich sage mal so viel Bayern habe ich schon lange nicht mehr gesehen, außer wahrscheinlich auf dem letzten Tegernseer Waldfest und da waren sie alle prall. Und was mich weiterhin riesig freuen hat, ist, wenn ihr einfach meine Videos anschaut, liken jetzt oder Kommentare und oder Kommentare hinterlasst, das war bärig und ich werde die Videos auch weiterhin machen, weil es macht mir mordsmäßig Spaß. Ich kann das gern machen, was ich sonst so gern tue. Und zwar zocken und Blätter herin. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir da statt Schnacken auch Köpfe knacken. Was gar nicht so leicht ist. Wir zocken gerade ein Team Deathmatch. Die roten Punkte sind unsere Kameraden. Aber jetzt fehlen die Gegner, die blaue. Schauen wir mal, ob wir da irgendwo eine erspähen können. Hätte ich mir gar nicht so schwer vorgestellt. Da drüben läuft schon einer. Den legen wir gleich mal unter Feuer, dass sich der nirgends mehr hinbewegen kann. Aber ich sehe schon, das wird da nichts. Da holen wir mal das Knusperquar raus. Einen Treffer haben wir schon. Jetzt versteckt er sich natürlich. Jetzt versteckt er sich, der feige Hund. Ja, komm raus da. Ja, was soll ich nur sagen zu meinen Videos? Ich versuche die so in einem 15... jetzt hat er mich so in einem Rahmen von um die 15 Minuten zum lassen, weil ich denke, das ist eine ganz gute Zeit zum Anschauen. Viel länger soll jetzt auch nicht sein, aber auch nicht viel kürzer. Die Runden dauert jetzt nur 14 Minuten, ich würde sagen, die spielen wir durch. Und schauen wir mal, dass wir da ein bisschen was reißen können. Was ich sagen wollte, ja, der Multiplayer-Modus ist wunderschön gemacht. Es ist irrsinnig schwer, die Leute zu finden, weil die meistens alle so einen Anzug haben wie ich, so einen schönen Tarnanzug. Und kaum siehst du einen, ist es meistens schon so, dass du hier bist, also spielt sie auch relativ schnell ab. Macht das Ganze natürlich dynamisch und zusätzlich muss ich sagen, was mir auch gefällt, der Multiplayer-Modus, du hast eine irrsinnige Auswahl an Auswahlgegenstände, die du, an Ausrüstungsgegenstände. Du hast eigentlich die gleichen Sachen wie im Einzelspieler-Modus, aber kannst die relativ frei wählen. Also du musst natürlich deinen Rang verbessern, den kannst du im Multiplayer-Modus verbessern, aber auch im Singleplayer-Modus. Und je höher der Rang ist, desto besser eine Waffen kriegst du, desto mehr Extras kriegst du, die du auswählen kannst. Und das macht natürlich eine riesige Motivation aus, wenn du dann immer her spielst aufs Level und du immer besser eine Ausrüstung kriegst. Und dann kannst du da, sag ich mal, in so einem Multiplayer-Modus doch einiges reißen. Schön ist auch, du kannst die Fadenkreuzer anpassen. Das heißt, wenn dir jetzt das, was gerade drin hast, nicht passt, dann gehst du einfach in Ausrüstungsbildschirm rein und wählst halt einfach anders aus, das was dir taugt. Auf dem Server sehe ich gerade, sind alle Waffen
freigeschalten, das heißt, du kannst die Pistolen hernehmen, du kannst die MP hernehmen und die Scharfschützengewehr. Das kann aber der Server hast so auswählen wie er will. Wenn er jetzt sagt, weißt du was, leck mir am Arsch, ich will keine MP auf meinem Server haben, weil da raschen sie wieder alle umeinander, dann spart er halt die. Oder wenn er sagt, du, jetzt mache ich mir einen Spaß draus, jetzt hau ich nur Pistol rein, dann gibt es halt einen reinen Pistol-Server. Das finde ich ganz gut, dass die Server-Admins da so die Auswahlmöglichkeit haben. Oh, der hat mich erwischt. Und beeinflusst halt dann das Spiel auch nochmal um einiges. Was auch schön ist, du siehst die Gegner da drauf, wenn sie ein Scharfschützengewehr haben, dass es Zielfernrohr aufblitzt. Macht es ein bisschen einfacher, weil es ist doch recht schwer, dass die Leute dann wirklich auf so Maps wie der jetzt erkennst. Und das ist eine gute Hilfe, die aber auch nicht ganz abwegig ist. Ja. Der lebt schon wieder. Jetzt holen wir aber, weil langsam regt er mich auf. Vorher hat er schon 2 Schuss kassiert, jetzt habe ich ihm 3 mitgegeben und der steht alle noch. Der ist sehr robust. Aber jetzt reicht's mir, jetzt holen wir den. Jetzt kaufe ich ihn mir. Jetzt gehört er mir. Hoffe ich zumindest. Wenn er nur an derselben Stelle ist, dann denke ich mal, dass er jetzt verratzt hat. Aber falsch gedacht, der ist natürlich nicht an derselben Stelle, der hat den Bron schon gekrochen. Ja, der war ganz schlau, der hat's gut gemacht, der hat auf seine Treppen, wo er umhockt, hat er unten eine Mine hingelegt und welcher Depp tappt natürlich rein. Ja, ihr wisst es, ich. Da wird er schon wieder wild ballert. Schön ist auch immer die Schusslaufbahn. Kann man so ein bisschen einschätzen, wo das Ganze herkommt. Also es ist nicht allzu unfair das Ganze. Und das gefällt mir auch dran, weil wenn du so Spiele hast, da wo du ständig am Verrecker bist und nicht weißt woher und wieso und weshalb, dann macht es auch langzeitmäßig keinen so einen Mords-Spaß aus. Vielleicht hat ihn das Fasel da drüben ein wenig aufgeweckt. Jedenfalls ist da einer drin. Den habe ich reinlaufen sehen. Jetzt ist nur die Frage, wo er dann wieder ausschaut. So. Da oben läuft er. Da sehe ich ihn schon. Aber wo läuft er denn hin? Man weiß nicht. Man weiß nicht. Das ist auch recht schön Multiplayer-Modus, das läuft mal schneller ab, mal ruhiger ab, also die Tempowechsel, die gefallen mir ganz gut. Nicht immer nur schnell oder nicht immer nur langsam. Und man hat halt wirklich einen schönen Einfluss drauf, wie man spielt. Entweder man geht in den Nahkampf rein, so wie ich, ständig mit MPs, oder man hockt sich wirklich mal griffig auf einen Felsen hier, neben einem Stor, flaggt sich irgendwo in ein Gebüsch rein, schaut sich die Landschaft an und wenn einer vor die Flinte läuft, dann ist es halt so. So, da sehe ich jetzt keinen mehr. Wo hier der ist, weiß ich nicht, aber da versucht es einer anzupirschen. Ja, da schau her. Ja, da schau her. Ja, jetzt warten wir noch. Ich bin schon gemein, gell. Ah, daneben, Kopfschuss, jetzt hat er gesessen. 63,7 Meter Entfernung, ein Kopfschuss. Das passt, da die sagen. Gehen wir mal ein bisschen mehr in die Wüstenlandschaft rein. Vielleicht haben wir das Glück und uns hat keiner gesehen. Was? Nein. Einer hat uns schon gesehen. Das ist gar nicht so leicht. Jetzt hat er mich getroffen aus 93 Meter Entfernung. Ja, holla die Waldfee. Den habe ich jetzt schlecht gesehen. Aber das macht auch Spaß, wenn du dann so ein bisschen rumrennst und du merkst, öppala, da ballert ja einer auf die und du siehst dann an der Schusslaufbahn, woher das Ganze kommt. Und dann kannst du dich halt auch noch schön verteidigen. Der war glaube ich irgendwo da oben gelegen. Wo ist denn das hergekommen? Ja, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Da oben irgendwo. Schauen wir mal, sehen wir den von da? Oh. Da gehe ich gleich mal in Deckung. Kaum versuchst du da mal ein bisschen rum zum Suchen, wo einer rumsteht, schon haben sie der wieder im Visier.
Also da macht sie echt so ein Mix aus Bewegen, Hocker bleiben, bewegen, Hocker bleiben, Nahkampf gehen. Macht sie in dem Spiel ganz gut. Oh, 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 oh. Woher kommt das schon wieder? Irgendwo von da vorn. Die Frage ist nur von wo. Die Frage ist echt nur von wo. Da ist auf jeden Fall die Schussbahn hergekommen. Da war ja das, glaube ich, wo wir in die Mine nicht habst sind. Liegt da wieder eine? Ich sehe keine. Da schleichen wir uns da mal auf. Liegt da einer? Nein. Aber da vorne habe ich es durch Blitzen sehen. Ja, ja, genau. Ah. Sag einmal, ich trifft da nichts. Gar nicht so einfach da. Gar nicht so einfach. Der hat's gerade, wo wir sind. Uiuiui. Oh, und da ist auch noch. Ja, sag einmal, zugedurzt da. Ja, wenn es so weiterläuft, dann tut unser Team wirklich verlieren. Schauen wir mal. Jetzt mag ich dann einmal schon wieder einen Kill haben, weil langsam regt es mir auf, die Sterberei da. Da war doch vorher einer, der ist doch da irgendwo umeinander gereiht, gell? Bei der Flak. Flak darum. Na, vielleicht hat den schon einer abknuspert, aber mein Team, so wie ich das da oben an der Killanzeige sieht, das reißt da nicht wirklich viel raus. Also hocken auch alle ein wenig rum. Ah, da oben hockt er. Den belegen wir jetzt gleich. Ja, aus 126 Meter. Aber das war nicht der rechts um, sondern da hockt da noch einer links drin. Das ist echt wie so ein kleines Wimmelbild. Finde den Fehler. Irgendwie so. Oder eine Mischung aus beiden. Ja, da hocken sie drin. Das ist gern das Gebäude, da so wie man das ausschaut. Den habe ich. Jawohl. Ein Herztreffer und der auch noch schön animiert. Der war doch knackig. Ja, aber ich habe gesehen, der hat sein Fernglas eingesetzt. Das können wir ja auch machen. Die Frage ist nur, was wir da so sehen. Die Landschaft. Das war halt interessant, ob es da irgendwie... Ah, da flackt einer um. So eine Armee. Ah, das ist ja genial. Das kannst du im Multiplayer machen, dass du markierst. Und dann weißt du genau, wann der Kamerad aus der Deckung rausgeht. So, der geht nicht raus, weil er schön unter Feuer ist. Mal schauen, ob wir den kriegen. Nein. Ah, vielleicht. Nein. Ja, Kopfschuss, herrlich. Das aus 64 Meter, so gefällt mir das Ganze. Jetzt erwischen wir schon ein bisschen mehr. Die Mühle da schaut mal ein bisschen verdächtig aus, oder was auch immer das ist. Oh, da ist einer. Oh, 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 oh. Spezi, mit mir nicht. Komm raus, ich weiß genau, wo du steckst. Ich weiß genau, wann du rauskommst. Ah, ah, das war frech. Nimmt mir der da mein Ziel weg. Ah, so ein Hammi. So. Vielleicht hockt da einer drin. Ja, wenn man das weiß, gell, dass man da das Fernglas hernehmen kann, das ist ja dann schon nochmal eine Erleichterung. Oh, der hat mich gesehen. Der spät drauf, dass ich jetzt rauskomme. Aber nicht mehr. Aber das kann er vergessen. So, da liegt der Kamerad. Und? Oh, oh, oh. Ha! Ich hab ihn killt und er hat mich killt. Genial. Das war, glaube ich, ein Herztreffer, oder? Ja, müsste der Herztreffer gewesen sein. Ja, das finde ich ganz lässig mit der Animation, dass die immer so kurz einblendet wird, wie man einen schönen Treffer landet. Das ist griebig gemacht, das ist ein bisschen eine Abwechslung auf jeden Fall. Jetzt gehe ich mal riskant rein mit der MP. Machen wir eine kleine Hausdurchsuchung.
Da ist keiner drin. Das ist halt auch ganz witzig, wenn du dann im Feindesgebiet bist mit der MP und einer flaggt da und der rechnet halt überhaupt nicht mit dir, dass du da mit der MP um die Ecken krochen kommst. Da liegt er. Ist natürlich auch witzig. Ist da einer drin? Oh, 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 da ballert einer, da ballert einer. War das aus der Nahen oder aus der Ferne? Man kann es nicht so genau sagen, gell? War das vielleicht von draußen? Dass da einer irgendwie drin flackt? Jetzt mal einfach mal rein. Muni haben wir ja genug. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu offensichtlich. Aber vielleicht kann ich ja durch das Rumlaufen ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und einer ballert auf mich und dann verrät er seine Position und mein Team halten sich. Also da kannst du, glaube ich, echt schöne Taktiken machen, wenn du da mit einem Spätzl das zockst. Oh, 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 oh. Ja, da hocken sie oben. Ja, heide, nein, da sind sie gleich zu dritt. Ja, haben wir da irgendwie Granaten, die wo wir... Ja, nichts Gescheites. Mit Steiner brauche ich nicht rumschmeißen. Die kommen mit Granaten daher. Kacke, kacke, kacke. Ah. Ja, hui, Kopfschuss. Da hat nur seine Kappe ausgeschaut. Da glaube ich war doch auch jetzt gerade einer drin geflaggt, oder? Nein, das war nicht der Buschen. Oh, 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 oh. Da ist er. Oh, 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 da ist auch einer. Den erwische ich nicht, den Kameraden. Ja, komm, weißt du was? Ah! Ah, das war madig. Uiuiuiui. 35 Sekunden bleiben noch in der Runde. Die spielen wir auch noch fertig. Die haben sich ja da dreimal versammelt. Vielleicht kriegen wir da noch einen. Naja, abspringen mag ich nicht. Und mit... Oh, oh, oh. Ja, den haben wir noch gekriegt. Wenn die Runden vorbei ist, mag ich mich auch schon wieder verabschieden von euch. Hoffe, das Video gefällt euch auch. Wenn ihr einfach Wünsche habt, welche Spiele ihr gern sehen würdet, schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Dann schaue ich, was ich erfüllen kann. Ich zocke ja alles grundsätzlich gern. Und bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe bis zum nächsten Mal. Habe Dere, euer Ripper.